Ja. Merci, Herr Präsident, für allem merci der Rapportrice, dem Diana Dem, für den ganz präzisen Rapport über diesen Gesetzesprojekt. Noch merci den nächsten Intervenant, den aber vielleicht als technischen Dossier du hingestaltet gibt, mir den der an sich holt, weil mir suchen aber trotzdem high, dass wir als konform setzen an alle Bereiche mit internationaler Steuertransparenz, dass man den steuerlichen Informationsaustausch so wie das von den Brester Regeln gefordert ist, dass man den tun, dass man das auch merken, dass man die Herausforderung umgehen und dass man auch auf neue Techniken wie zum Beispiel Kryptoplattformen gehen, nämlich all Revenuen, die darüber realisiert gehen, dass die der Steuerverwaltung auch fristgerecht und auch umfanggerecht matgedeelt gehen. Kooperation ist also kein Selbstzweck, weil der als auch ein wesentlicher Teil von Steuergerechtigkeit. Ich will aber auch mal sagen, dass wir als Lützebäuer nicht auf der Bremse stehen. Wir gucken, dass wir die solch komplex Direktiven, dass wir die bei unser Nationalrecht umsetzen. Ich entschuldige mich dann bei dem Herrn Klimmer, als Equipen am Minister sind auch wer tun soll von den Leuten ist begrenzt. Und das sieht er, wenn sie ganz engagiert, weil ich höllische Respekt so nicht, dass man das hier kriegen, das ganz komplex Material. Und die kommen all dünsten und oft nach Freitags, Mittags auch nach an Finanzkommission mit den beschränkten Equipen, dass man das hier kriegen und dass man ganz wenig Opposition formellen von dem Staatsrat kriegen, wann man da kriegen, dass man dann auch auf die nächsten Remarken auch agieren. Ich will einmal sagen, weil das nicht immer dabei bekannt ist, wie viel Informationsaustausch es mittlerweile aufgrund von der Brester Regeln gibt. Es ging 2015 Informationsaustausch über Bankendonnen ausgetauscht. Es ging die Informationen über besonders aggressiv Steuerstrukturen gehen ausgetauscht. Es gehen Informationen ausgetauscht über die Revenuen, die über Plattformen wie Airbnb an Uber realisiert gehen. Es gehen Informationen ausgetauscht über Sachen, die Minimalsteuer betreffen. Auch das geschieht. 7.500 multinationale Entreprisen, die eine Minimalsteuer von 15% fallen. Das ist also ein wesentlicher Schritt am Sinn von einer mehr großer Steuergerechtigkeit, die wir machen. Das ist die frohe Abkommen von Herrn Fayo zwischen dem unterschiedlichen Traitement von den Afkoten par rapport zu den Experts-Comptables, wird die mehr aggressiv Steuerplanungsstrukturen anbelangt. Wir haben uns als Legislateur in diesem Sinn die Regierung als Proposition darauf beschränkt, für den Arrêt von der Cour Justice Européenne aus dem Jahr 2022 so umzusetzen, nämlich den auf der Verkoten gemünzt wäre. Das heißt, dass wenn ein Avokot mitwirkt und einer Steuerplanungsstruktur, da brauchen die nicht mitzudelen. Aber diejenigen, die von der sogenannten Steuerplanungsstruktur profitiert, die müssen aber mitteilen. Am Fall von den Expert-Comptables muss das den Expert-Comptable respektiv an oder auch nach Einkehr herno diejenigen, die von der Steuerplanungsstruktur profitiert. Also die Deklaration meint schon am Sinn von der Steuertransparenz, die es weiter ging. Stehen nur auch Krypto-Plattformen, die mussten die nötigen Reportinge machen und das wird im Englisch muss präzisieren. Das spielt nicht nur am Sinn von rein Informationsaustausch par rapport zu der Europäischen Union, den Memberstaaten von der Europäischen Union, mit das spielt Stand heute für 56 Staaten, die in Akkord an dem Sinn weit über die Europäische Union unterschrieben haben, das am November 2024. Du stellt das vor, wie ist es dann, oder welche Staaten sind das? Das sind unter anderem zum Beispiel Großbritannien, das sind unter anderem Kanada, das ist Japan, das ist Südafrika und das ist auch die Schweiz. Stellt das vor, wie ist das mit den Amerikanern? Die Amerikaner, die haben das bis heute noch nicht unterschrieben.
Informationen stand letzte Stand, den wir Niveau von der OECD, also erwähnt, dass die amerikanische Administration auch für den heutigen Akkord unterschreiben, sodass dann den Informationsaustausch auch mit den US-Steuerbehörden misst funktionieren. Eng letzten Präzision als die, wann ich Revenu generieren Niveau von so einer Krypto-Asset-Plattform, wie geht den dann besteuert? Aber da spielen die normal Regeln vom sogenannten Revenu divers. Wann ich die Gain, das Gain Mobilier, wann ich die realisiere, indem ich den Aktiver mehr wie 6 Monate halte, dann habe ich eine Befreiung. Sos spielt die normal Besteuerung, an dem Fall so wie sie für Revenu divers, an diesem Fall Mobilgewinner spielt. So da wird erst dann über die letzten Jahre über die sogenannte Revenu divers rakommen. Alles tout confondu, Plus-Value. Das wären am Steuerjahr 2019 240 Millionen Steuern, das wären im Steuerjahr 2020 340 Millionen Euro und das wären im Jahr 2021 460 Millionen Euro, also bald eine halbe Milliarde. Darüber hinaus sind die Chiffren, ich kann nicht den auf für 2022 Kinder, das 285 Millionen Euro, wohin aber muss wissen, dass du den Etat d'Imposition, das heißt, dass Besteuerung, die aufgeschossen ist, dass die Männer höher ist, die Leute bei 92%. Also das über den Weg von Revenu, die wären, könnte aber so ein beträchtlich zum ran au Niveau von der Besteuerung von den Plus-Valuen. Dafür bin ich froh, dass man diesen Gesetzesprojekt manchmal einer relativ breit oder einer ganz breiter Zustimmung durch das Parlament heute kriegen. Ob die letzte Frage, die Herr Fayo gestaltet, wie dann an der Praxis ist, ist okay Problem, dass die Steuerverwaltung gegebenenfalls müssen dann ein Huis-clos machen, obweist der Chamberskommission, wie das an der Praxis geschieht, den Informationsaustausch. Weil ihr wisst, dass das nicht den einzelnen Steuerzahler betrifft, aber dass es gut ist, dass nicht unbedingt dabei bekannt ist, dass mit wertfreien Mitteln den Informationsaustausch auch technisch geschieht, für Einzelne da nicht auf eine allzu viel große Imagination zu bringen. Wir schmengen von Chamber als echte Pouvoir so gesetzt stimmt, der Menge muss auch Chamber über die praktische Umsetzung informiert sein. Wenn dir der Finanzminister opfordert, für das ein Rapport oder eine Evaluation gemerkt in einer anderen Form, schriftlicher Rapport, nicht die letzten, den sich dem widersetzt. So nicht merci.